Begriff hat sich als Gattungsbegriff durchgesetzt. Craft Beer ist dieses neue Bier. Ich persönlich finde den Begriff Bierrenaissance gerade für uns in Europa eigentlich viel besser. Es ist nämlich eine Rückbesinnung auf traditionelle Biere, auf handwerkliche Braukunst. Und das finde ich eigentlich eine ganz positive Entwicklung. Man muss nicht jedes Craft Beer, das auf den Markt kommt, mögen. Man muss nicht jede Innovation toll finden. Aber man kann viele spannende neue Biere entdecken in dieser Bierrenaissance, in dieser Craft Beer Welle. In Bayern wird sie hier weiter vorangetrieben, im Hopfenforschungszentrum in der Hallertau. Seit 2006 tüfteln die Wissenschaftler an der Entwicklung neuer Sorten. Die besondere Herausforderung ist eben zum einen, dass man die Wünsche der Brauer erfüllen kann, nach eben exotischen, fruchtigen Aromen und auf der anderen Seite aber angepasste Sorten hat, die für unsere Klima- und Witterungsverhältnisse perfekt passen, von daher von unseren Landwirten einfach und kostengünstig zu produzieren sind. Das heißt, Resistenz war das A und O. Alle Sämlinge sind zuerst über Resistenz geprüft worden, dann sind sie auf ihre Anbaufähigkeit, auf ihre Robustheit, auch auf ihre Windefähigkeit zum Beispiel geprüft worden. Viele, viele Kriterien spielen da eine Rolle. Die Risiken sind das, dass man sicherlich nicht weiß, was der Verbraucher sich vorstellt. Es ist ja so, wir haben doch, gerade in Bayern, haben wir sehr konventionell geprägte Biertrinker und sind dann sozusagen schon mal von vornherein sehr skeptisch gegenüber diesen fruchtigen Aromanoten, wobei es natürlich so ist, man kann ja unterschiedliche Biere kaufen und die Brauer bemühen sich ja auch, die unterschiedlichsten Geschmäcker zu versorgen. Es gibt noch sehr wenige Erfahrungswerte. Es gibt viele Spielräume, wann der Hopfen eingesetzt wird, in welcher Menge, mit welchen Mischungen, also verschiedene Hopfensorten man kombinieren kann. Und da ist eben sehr viel Gespür und sehr viel Probieren auch vom Braumeister gefragt. Wie ein kleines Kind, das eben alles ausprobiert und dann das Beste herauspickt und dann einfach ein tolles Bier braut. Noch gedeihen die neuen Sorten nur auf knapp 4% der Hopfenanbaufläche in der Hallertau. Doch es könnten bald mehr werden. Wir sehen das sehr wohlwollend als Hopfenpflanzer, wenn sie natürlich im Brauereibereich da was tut und wenn das Bewusstsein für den Rohstoff Hopfen unter die Brauer auch da wieder ansteigt. Und deswegen war ich da sofort dabei, da eben auch Flavorsorten anzubauen. Es ist noch ein bisschen Weg zu gehen, meines Erachtens. Noch nicht jeder Hopfen spielt alle seine Stärken aus. Aber das ist eine Lernkurve. Also ich gehe mal davon aus, auch die amerikanischen neuen Hopfensorten sind auch nicht immer erst beim ersten Sud schon eine Bombe von einem Bier. Das braucht eine gewisse Zeit. Ja, Bro, der Schmarrn hat er drauf. Jetzt hast du nichts.